Dang boy. Totally forgot the microphone is off. Sorry, kein Bambino zu. Aber er sagt, du bist schon live. Gib mir die Einstellung scheiße auf den Sack, Alter. Hello all. Wird es geschrieben. Ja, jetzt sind die Handgelenke so dermaßen weh. Hm? Still not inside. What the hell? Short. Keiner more CarX DRO. Just go on this game actually on YouTube. What did it say? I need a jacket. Oh, let's see. Maybe later. Oh man, my fingers are totally fucked up. First a beer. Today there was only 2 beers I was drinking. The second one was actually lousy. Ce job kan han, der står ved sit lys og udskål på rosen, de snakker spil. And hello and welcome back to CarX Part 2. No time for bad mood. Well, the good mood is coming later on when we're starting actually to get half drunk. This is part 326 and we are on DJ Vol'jin account. Seriously, a little bit cold. I need a jacket. What's going on outside? Sunday it was about 26 degrees, right? And now we have 4 degrees or something. What's going on in here? Oh, these jackets are washed. Oh, they're smelling so good. Yeah. But only for a week long or something, and then it's over again. These cigarette smoking makes everything worse. So I ordered right now an oven, and I gladly just say my boss don't care, because all the people on the construction site say normally when you just been in here in the apartment and the oven was already there, the boss have a little count actually to get you a little money as well from it. And yeah, I tried actually a fryer, but then I need a table, and the problem is I don't can cook actually with pans anymore if you have a fryer, right? Dry fryer it calls, I'm sorry for that. And it cost 120. Now I pay actually 335 for the real oven, the mass oven. Because the induction I don't like. I have pans for induction, but the rest is not actually for induction, and then you have to buy again stuff, and I say no. Yeah, that's actually all. It's always raining, sometimes hailing. So yeah.
120 kilograms. So I'm gone every day a bit more and more. That's normal. My whole body system hurts in every corner. I'm not speaking anymore over the pain. Just be there. Better drinking than actually training your muscles. Not for that company here anymore. Alright. Another sip. But I found actually another tequila bottle. And I don't know. Let's see what the taste is. Because they're free tequila swords, right? I found out. Okay, the smelling is not different. And tell you what, more than 20 I just was drinking the last half year of them. Or more maybe. Let's see. Cheers up. Wow, yeah, it's different, definitely. Definitely different. It's these one with the red caps. Different. I can't even speak anymore. It's another brand somehow. I can't explain. It's smoother, but the taste is difficult. Yeah, seriously. The golden one with the golden head, it's more like has a little taste somehow. But this one, maybe different fruits. That can be. Maybe that's why. I'll get loose in here. If you don't like what I'm saying, I'm sorry. I'm listening very loud music actually over Spotify earbuds. The first 5 minutes my microphone was of course not on. After actually 4 days of break. The last 3 days was just terrible. Yeah. Life. Gabarimasu. This tone that you need actually light, especially if you have black car as well.
until the end. Close to the 50k, but somehow the power turn was not actually working. It was actually an accident, but nobody saw it. That's nice ass. Must be the music in the background. Definitely, but for the first time after 4 days. Every day is different when I'm playing this game. Feels like the first time. Yeah. That's sometimes very good. Because you get teach more and more and more. Get up. Getting the red one tonight. I kinda have that. Thank you very much, sir. Sometimes I wonder why it takes so long. Die ist schon 11 Jahre in der Boot drin, ne? Das ist das Gerät, jetzt sag ich mal, sie war auch noch 4 Jahre drin. Das Gerät schon 16 Jahre alt. Selben Typen gibt schon gar nicht mehr. Ja, ja. Könnte schon wieder scheißen gehen. Die wird auch Dim 5. Ah, das sind die Nudeln. Bandwurmnudeln, ne? Man muss sich immer selber aufmuntern. Nur mit Blödsinn lebe ich noch im Kopf. Sonst wäre ich schon lange im Eimer. Ich habe schon die Kehle durchgeschnitten. Und das nur noch lausiges. Sind da nicht mal die Arbeitskollegen, verstehst? Das ist einfach das restliche Umfeld. Was spiele ich denn? Little car xdroost URL. Be right back. I think I need to go to the toilet again. There's something really sitting very well. I'm waiting for something to get shoot out. Oh, hold on before I deal done with that. Mortal Kombat style. Ganz schön viel Großes. Muss ja auch irgendwo Platz finden. Was hat er gesagt? Jeez. Oh Mann, das hat den ganzen Tag wahrscheinlich schon gebraucht. Scheiß Wetter, scheiß Morgen. Besser gesagt, scheiß Darm.
Also nicht der Scheißdarm, sondern halt der Scheiß, der da drin ist im Darm. Der, ne? Ach, ja gut. Ich glaube, ich hab's überstanden. Jetzt geht's bloß nach oben raus. Gibt ja so komische Lacher. Ist jetzt schon wieder kaputt. Die ganzen blauen Flecken, Alter. Wahnsinn. Ich glaube, ich habe sogar einen großen blauen Fleck am Arsch wegen Anschieben. Manchmal geht's schlecht, manchmal geht's gut, manchmal geht's zu gut. Jetzt ging's wieder schlecht, jetzt kommt da noch eine Baustelle, da wird's dann richtig übel. Das wird nicht so schön. Aber gut, dass sie große, sag ich mal, Fugen da haben. Da schiebt sich der Scheiß dann schon. Aber sobald so wenig Fugen drin sind oder Zement in den Fugen dabei ist, oh Mann, da kriegst du die Platte so schlecht durch. Das machst du dann mal 85 Mal auf einem Tag, wo du 2 gesaugt hast. Passiert ja permanent bei uns. Wegen nichts. Der Bauleiter und der Chef selber Druck machen gegeneinander. Die Arbeiter leiden drunter. Dann macht das Bauleben auch keinen Spaß mehr. Dann bist du nur noch Opfergeleit. Ich sag kein paar, ein bisschen Lüser, losgehalten draußen die schnell und da vielleicht einmal Terrain-Maus by the way. Ist schon zu sauber unterm Tisch. Mal eine Flasche Bier ausschütten unten. Damit sie mal der Flieger ansammelt, damit sie mal was rührt da unter den Tisch. Dann war die Maus. Oh, look at that, 374 XP. On Astron, Atron, sorry. Yeah, everything is assy today. That's fine. Beginning was a pure stuff, until it was disconnected and slipped over actually the buttons on the control system. My fingers are a little bit fucked up, that's why. Yeah, the whole yacht is totally fucked up. That's awesome. That's awesome. Goodness, what a garbage can. Instead he can set it on fire.
Tip of the hat is about raiding London. You said it myself, that's weird. If I'm on Defnation CB account of the other account, my sidekick account actually on DJ Volgin, I have actually maybe 16 or 24 vehicles, right? And at that point, they're looking much better than DJ Virgin account cars, where I have actually these 120, how many cars? 112? 112 cars. Oh, there's 2 new cars. There was actually 112 and 114. 116 cars now. Oh, there's 2 new cars. What the hell happened here? We will check out later, definitely. And so, they're looking beautifuler. I don't know why. And that Freaker account was beginner account, 1.5 year long. Now I'm playing 1.5 year long actually this account, DJ Virgin, and Side Bali actually half year now the other account. It's always the third one is always the best. But I can't mix it up actually with the second one in here, that DJ Virgin account. So I miss actually that Freaker account as well, because the first one was perfectly suspension. I just did actually with feelings all the time, not actually watching YouTube or something like. But you're growing up, you know. So actually I was lost actually the account, and so created a new one, the DJ Virgin account, since a 1.5 year. And so it makes it a lot of fun. But the other account, Defnation CB, the cars are beautiful. I mixed up actually with all these setups I just have in my brain. Mondello is always so dark. Let's go crazy and try actually 24k. Yay. Meine Freude hält sich in Grenzen. Schon wieder total verrotzt. Oh. Brain soup. Wanna have one? $1.99 actually for a liter. So much I'm worth. I think the shipping is more costing actually 20 times more than actually my soup for a liter actually out of my brain. Diese Kampagne Struggle ist Luther Lutz Gold braucht nicht mehr gespielt. Ja, das wird jetzt immer langsam wieder Zeit. Noch ein paar Jahre. Oh mein Gott. Das kann ich mir leider nicht mehr lernen, weil das so ein tappiger Teppich jetzt da liegt. Machen wir weiter laden. Gambaremos.
50k, I can't believe that. How that happened. Oh, crack, mate. Whoa. I thought actually a 32 or something. I didn't watch the points on the side anymore. Holy moly. Close to 800 XP. Oh, that was a good one. An isolation. Yeah, that will pay actually the insurance. Oh man, stuck in my throat. Time for drinking. Good up. Thanks for watching a little while. You're actually at home for 4 days. Schöner kriegst du nicht. Außer auf der Playstation 5 mit schöner Moonhold. Mehr Beatles. Pikachu? Pikachu? No? Don't say Pikachu the first time. He's appearing. That was actually 2.5 times. David's watching me. Okay, that's me. Good up. Let's smoke it out. Hot slot. Yeah, I'm getting happier. That's the tequila. Hey, dude. Is that not possible on here? What's going on? Finger Joe, maybe? Well, here we go. If you be a non-alcoholic, here we go. That's the mood in here. A little shaky. Oh my gosh, the cameraman is on alcohol. Oh crap. If you have something you want to permit, this is the best channel on YouTube. Now, for the next 20 seconds. Ooh. Wenn du einen epileptischen hast oder epileptischen haben willst, oder? Epilepsy in here on my channel on DJ Warjun, possible now the next 15 seconds. You having problems with your stomach? No problem. Here's a little help for permitting. Don't put your fingers in your throat. Only watch here. You get extra non-step with your fingers in your throat. That channel here. Be free from it. Alright. I'm not that crack. If you're with that option, should be all the time, right? Excuse me, I'm gonna start.
perfect. Nice setup. I hate this song. There's some songs here in the game itself are crazy stopping good, and the other ones actually destroying my mind. I mean, makes me depressing. So there are new cars in here, right? Let's talk about that, right? I better be watching out for them, where they are. Let's watch out. Mostly actually they're down below. Oh, here we go. Ronin GT and Quaranta. Ah, now I got it. No more than a Ferrari F40. I think it is. Looks like from a 1987. Then that car called the F40. Let's give it a chance to build it up. No, that's all. Take it 87 first. It takes forever, these new stuff in here. Where's this gun belongs to be? Even too much, dude. I know, this is bullshit. $87.43. Get away from the taxes, because 1,000 horsepower you have to pay more taxes for the insurance. Also, I fucked it already up. Again. Here we go. Oh, this is too crazy. I think this is not working.
the fuck is them problems? Oh, this mother in hell. There we go. Kind of Bulamans. A good 87 I think can't do it. Can I do it? Let's see. I think my cell phone just was saying goodnight. Yeah, somehow. Sometimes Spotify and other cell phones just say goodnight. Here we go. There we go. There we go again. Ah, 87. Oh no, it's not possible. It's too hard. Or is it? There we go, 87. Already was get it, man. There we go. 87. Nice. Can't do it in here. Looks too much then. This is too brutal. Car's going nuts then. Let's do an 87 in here as well. That you can't do it, right? Nope.
Since when do you have to press X for that stuff? Oh, come on. What kind of an engine?
Alright. Oh man, that light out there. Oh gosh. Nani. War gar nicht. Also ganz schön hell draußen, ne? Mach mal schnell. Brauch ich bald Sonnenbrille hier. I'll be back, need to go to the toilet and pee off. Grab me some another beer. Actually, I don't like these color blue and actually violet or something. A tone of violet and a little red. Black and white, or just only a white car. But actually Ferrari actually yellow, blue, you know, red of course, I think. Alright? Or scratch black. No, I don't know. Sometimes I'm idealist. Sure, you can do the chassis actually in two colors and the tires and the rims actually in two colors. Different and here and there. Window as well. But this should be not a clown car, right? With a ween illegal, or the paint actually, ween illegal Rob actually dealing done with this crack. But I should touch actually first my heart before I changing something then, or trying the first time actually on this vehicle. Touching my hands on the Robs. Equal vinyls. Ich glaube, mein Arsch ist eingeschlafen. Ich spüre nicht, ob ich gerade pinkel oder nicht. Ich glaube, ich hocke mich mal schnell hin. So. Nix passiert. Nothing. There's a new sitting position now. Okay. Für nichts zu begeistern heute. Ich glaube, das war's schon. Ja. Da reichen 2 Blätter auch. Schon gelogen, es waren 3. Wo hoffte ich, es war nur ein Furz. Yeah, since 2 days actually I have a little diarrhea. Was eating done actually some wok noodles. Mixed with instant noodle a bit and a little sharp here, sharp there. Oh, I forgot the beer. No problem. First, fridge. Oh, hello. Oh, thank you very much. I hate this tree sperm. It's everywhere in my room. That stupid tree sperm. Best to say the last 2 days my windows was closed. Only over the night, but still over the night. They're fucking around with my room. Yeah. Green sperm or yellow sperm that's just surrounding you. Oh, I hate it. Every day you finding something, cleaning it up. It's going and going and going. Let's see what actually my suspension work dealing done with the Ferrari here. 40. Just have kapane szłaby solution, lose gold presentation next beam. Thought I mouse back. Hold on a sec. Beer getting warm. Come on, mouse.
absolutely fine. Gotta careful. A 4.5 million car comes to the end. Nice result. Suspension work from myself we good. Stable. Next track. Not done yet. Das ist ein Datensparmodus auf dem Handy dann eigentlich. Du hast 60 auf 180 oder was? Oder 144? I do not know. Oh, ballert. The worst for every car in Core X. No tire grip, even if you have spikes on. Spikes tires, it doesn't matter. Oh, come on. Oh, I'm dealing dumb with my chair again. Unbelievable. Yo, Gabba Mag, Nitro the Bat. How you feeling today? Still smiling. Cheers up. Get ready for a long... Oh my god, I hate that. Need another song here. Kids on the Block, here we go. About it. Here we go again. Yep. Fucked it already up. It's not an off-road car. No. Oh well. I'm depressed anyway, so nothing destroys me today anymore. Nochmal von vorne. Easy now, sweetheart. I hate this ice. It's seriously non-grip stuff.
Ja, dann mach doch, Alter. Kannst nicht ändern, Junge. Ich sehe einfach gar nichts mehr draußen, so hell ist. Bildschirm ist einfach weg. Wie glauben Sie? Back, Matt. Drei Minuten chaotical. He survived. Yeah. Actually, not really. We stuck twice. Gib mal Beta-10 her, vielleicht wird es schneller. Das ist fürchterlich. So scheiß Wunden offen sind, es brennt wie Sau. Was wirst du machen? 73 minutes already in the live stream. 2 people just watched. Thanks very much about that one. I see nothing actually on my screen because it's covered actually with the brightness outside. Hold on, I have an idea how to actually fix that because my eye's still hurting actually for it. It's getting in my iris all the times. And it hurts as shit. Fuck it. Oh, that's much better. Premiere my fingers because they're so fucked up. Das ist der Protzen, das sieht man mal wieder überhaupt nicht, weißt? Der ganze Scheiß. Na, sieht man nicht, das ist scheiß Kamera, weißt? Ich hab jetzt auch schon seit 14 Jahren oder so. Läuft immer noch die Kamera. Bin schon stolz auf die alte. Ersatz habe ich schon gekauft für die PlayStation 4. So. Auto ziemlich eigentlich in Ordnung. Was ist denn nur? Oh my gosh. Here we go. Is it possible? Come on. No. Wow, it's not possible. Why? Come on. Legal or what? Auch nicht. Was ist denn hier los, Alter? They don't want to upload my actually suspension work. Yeah, then fuck it all, mate. That's not fair.
Oje, oje. A lot of crap, seriously. That's all? Oh my gosh, forget about it. Kein Bringer, definitiv kein Bringer. But even actually my setup for the suspension work is not happening here. Forget about it. That will be ever actually a mystery. Es geht auf dem Klo. Wasch, wasch. Third beer today. Kind of 100 milliliter tequila now. Who cares? Nobody else. Day. Was ist das denn tun? Ich möchte Ihnen mitteilen, dass Sie mich am Arsch lecken können. Ah, okay. Weiß man noch was hören. Very sad moment. It's starting up to rain again. The other home's actually home. Hope so. Vamos.
momentum. Did I survive the police? I think it was. Jesus, what the hell? What the hell was that? Survived. Next. Nobody cares. Ah, yeah, that was something else. Oh, crack, I forgot. Oh, I kind of forgot. I could have forgot. Stay, please, still. Ugh, I hate that. Yeah, another, now we're about 5 million. Okay, doesn't matter, money goes in anyway. How could I forget? This was the next rack then. But 15, 14, 3, 15 o'clock and 43. Still starting up the rain. It's 3 o'clock 43 p.m. here at Amber Remedy, Germany. What about the condition looks so nice and sweet. Also so bright. And my eyes so dotted in with these. My iris. Oh. Then you getting doozies on this crack.頑張ります. I hate this music. Shut the fuck up.
Sometimes I don't like music, right? Because then the girl is singing or something. Oh, really? Just for fun. Italiano car. Kilometer per hour. Hold on, I have to smoke my cigarette off. Anything actually you want to tell me? Comments are for free here, smile. Smile. Oh, we got a watcher. On the underfloor. We should hurry then. Oh my gosh, hell, stop! It points more than actually the other one. The somewhere went. Oh well, I'm not here to toddling around. Yep, it's harding. Oh, is it hailing? Maybe again. Or is it sprinkle rain hard? Oh, finally. Something to tell you very important. Keep getting my money back by 5 mil. Ticket hailing. Oh, hold on, I need to get a picture actually. Oh, yeah, very important. Just for fun, but not an asshole. Hold on a second, guys. Geht das auch mit Licht oder so? Mit Licht. Mach mal. Jetzt wird das gleich wieder glänzen. Oh, war das was gescheit? Oh, total anblöd, Alter. Warte mal. Nochmal. Löschen. Let's try again. Oh, der war gut. Okay.
Natürlich, warum nicht? Ja, gern. Gibt es gleich eine Nachricht. Ah, ich muss schon wieder pinkeln gehen, Alter. Ich bin echt fürchterlich. Kaum fange ich ein bisschen an zu trinken. Das Ei. Ah, das mache ich gern, warum nicht? Es ist wie jemand, der Briefmarken sammelt oder so. Ja, so. Wo ist eigentlich mein Briefmarkenbook? Heute ist bei der Oma noch. Alter, weißt du, wie teuer das jetzt wäre, als ich es verkaufen würde? Heilige Fresse, meine Oma hat mir das geschenkt. Ich hoffe, ich habe das hier. Ich glaube, ich habe das sogar auch hier. Ah, muss ich mal heute nachschauen. Wenn ich zur Post gehen würde, ich glaube, die würden sich sehr interessieren für sowas. Das ist extrem eine Geldanlage. Also von 10.000 Euro sind wir da nicht weit weg. Da muss ich mal schauen. Aber wenn mein Onkel das sieht, drüben bei ist am Bauernhof, der würde sowas nicht wegwerfen. Soll jedem gegönnt sein, aber bitte nicht wegwerfen. Das ist echt ein Haufen wert. Aber das sind über 5.000 Briefmarken, Alter, verschiedene. Da muss ich schauen, da muss ich echt schauen. Boah. So schaut keiner mehr zu. Dann können wir noch ein Bierchen holen. Komm mit. Alter Herr. Oh, beck dich, junger Mann. Oder gerade Wasser drauf. Na. Energy Drink, ACE, Sekt. Ja, was hast du da alles drin? Knallharte italienische Wurst. Die, wenn ich eine Freundin hätte, die sie mir um die Ohren hauen würde. Also Schwachsinn. Back mal ein bisschen hier, weißt schon. Tide. Jawohl, das schaut gut aus. Ah. Du wirst mit Stani reden. Ah, schon wieder dieser Drecksong, Alter. Das regt mich so auf.
Ja, another 50k. Berechtigt. Hat den Schwimmer doch nicht mitbekommen. Der rennt direkt mit der heute wieder. Schaut die keiner zu. The 100 minutes. So 1 hour and 40 minutes actually live stream. Mandula. I think we already got 2.5 million back because that's he was by 892 million. Yeah, let's do actually a 900 million. And I'm definitely back with the money. Tequila. Yes, sir. Nee, das muss trainiert sein. Das dauert bei mir stundenlang. Vielleicht passt auch mal die Mucke dazu. Schaut eh keiner zu. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr eigentlich. Es ist sinnlos. Macht keinen Spaß. Mir tut einfach alles weh und ich weiß nicht, wie ich richtig hocken soll. Ich habe bald keinen Bock mehr aufs Leben. Ausnutzen ist das eine, aber so dermaßen drastisch, oder? Kommt die nächste Arbeit, und wo sind wir eigentlich? Ghostbusters Team oder was? 24/7 oder was? Da kann ich ja gleich nach Mainburg ziehen wieder. Ich möchte gar nicht wissen, wie die Baustelle eigentlich ausschaut. Das gibt's jetzt ja nicht, warum immer derselbe Kacksong, Alter. Diese blöde Klotze, Alter, ohne Scheiß, die trägt die langsam aus. Die blöde Stimme da. Die wird ja insolvent, Alter. Null dazu zu der Zeit. Das hat 10 Jahre her, wo sie den Schmarrn gemacht haben, Alter. Auf den Muckel warten oder dazu.
Da fährt die KI einen Scheiß zusammen danach. Unglaublich. Da habe ich einfach keinen Bock mehr. So people, that's it. I'm sorry. I'm doing myself actually a favor. I'm just playing what I just want and I'm commentating it anymore because it's bullshit. Das wird das wohl sein. Nix. PlayStation games, fuck off. Paying a lot of money and nobody cares about that one anyway. Just stick up your games up to your ass. They're 20 years old already. Skipping music. Ganz kurz abgerutscht und der Tasten alle ist vorbei. Ich kann nicht verstehen, was ich alles durchmache, Alter, manchmal. Egal, who cares. Kein Bock mehr zu quatschen, Alter. Das nervt mich langsam. Zu 90% quatsche ich einfach nur irgendwo hin. Sogar. Kein Bock mehr. Tschüss euch. Mic off. THX for watching.
Ja, jetzt sollte ich mir das mal wieder antun. Aber irgendwie zur Zeit habe ich keinen Bock mehr aufs Essen. Können wir jetzt die hohen Tiere, die Rechnung sollen sie mir schicken, dann gebe ich sie weiter, der Easy. Die zahlen so oder so nicht. Die Schweine. Können wir uns erwarten, dass ich Leistung bringe auf der Baustelle, wenn ich zu Hause eine Scheiße hinterlassen muss. Fickt euch. Den Scheiß gebe ich mir nicht mehr. Okay, es sind noch einige, aber ich habe keinen Bock mehr auf das Auto. Next vehicle.
Ja, da schiebe ich morgen auch mal Zeit. Dann schaue ich mal, bis so hinbekommt wie die anderen. So, boah, Witz, Alter. Jetzt wieder rum und scheißen, Alter. Wie wir so schnell wie möglich die Arbeit beenden können. Bin mal gespannt, Alter. Und das war mir scheißegal, Alter. Nur 2, 3 Baustellen, weil es immer schnell hier, schnell da und du hast 2 Tage Zeit und doch nur 1,5 Tage. Nicht mal einen Tag eigentlich. Wollen die mich verarschen oder was? Ach, es interessiert mich nicht, wenn er mich zuschaut. Ich hoffe, ihr lernt was draus. Und ich glaube, der Typ, der lernt schnell. Ich habe irgendwie keinen Bock, dass ich sage irgendwie, dass er scheiße ist. Im Gegenteil. Ich weiß, dass er lernt. Ja, ist halt ein Ehrenstraße, das ist halt was anderes. Das ist halt, mach schnell hin, es wird schon laufen. Naja, aber irgendwie ist er nicht so wirklich vom Papa irgendwie so in die Richtung getuned. Aber es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Auch wenn ich nicht anbringe. Ja, es hat schon, naja, ich bin bedeutend weniger als wer wert, definitiv. Was ist jetzt schon wieder? Cameramas. Egal. Ich stehe jeden Tag auf und habe auch vergessen, was letzten Tag gefühlsmäßig war. Könnt ihr froh sein, dass ich so ein Vollidiot bin. Aber es rächt sich irgendwann. Definitiv, wenn dein Geschäft für dich nicht mal investiert. Der hätte nur was noch getan. Da wo ich jetzt arbeite, der Typ kümmert sich einen Scheiß um mich. Hauptsächlich muss ich mich Scheiß um ihn kümmern. Das langweilt mich, wirklich, das langweilt mich. Ich bin jetzt schon bald bankrott, Alter. Und ich arbeite meinen Arsch auf einfach, das ist unglaublich. Kannst du nicht erklären. Das ist sehr nervig. Du kannst machen in der Firma, was du willst. Du wirst wie Schrott und Scheiße angeschaut. Andere Firma, da wird am Freitag eine Party gefeiert. Wird ausgekoren, wer der schönste und beste Arbeiter der Woche war. Und das würde mal was sein, weißt, wo jeder da mal ein bisschen Emo schiebt. Oder der andere einfach der Topstar ist. Und in der nächsten Woche der Emo und Topstar ist und der Topstar kurz vorm
Seilzug ist. Keine Ahnung. Aber dafür gibt es ja andere Arbeiter, die den Emo wieder hochbringen und den Topstar wieder runterbringen unter der Woche. Aber bei uns ist es nicht möglich. Es wird nur in Amerika gehen, nicht in Deutschland. Du bist die Opferfigur. Oder du bist der lästige Dreck. Mehr bist du in der Firma nicht. Machst du Plus, die anderen machen Minus. Und nächste Woche bist du anders angeschaut, weil du denselben Scheiß machen musst wie die anderen. Und sollst du rausholen. Du bist eigentlich permanent eigentlich körperlich schon im Arsch. I should be pink again. Oh, finally, actually dark background. Oh, it's gonna be night time. Finally. Get over here! Na, Flaschi? Weg gefunden? Ich schon. Komm her. Ah, rein mit euch wieder. Macht mal auf hier. Da rein. Auch mal da rein. So, ein Fischstückchen seit 4 Monaten jetzt schon. Weiß man schon alle da rein.
Vielen Dank. Das war's schon. Ich lasse es drin. Ist das Leben nicht schön, wenn man alleine lebt? Hm? Nein? Mach falsch. Hier sauber, machst hier trocken, bla bla bla. Ich bin froh, dass ich keine Freundin habe. Die will mich jeden Abend schlagen. Everybody hates Chris. That's the point. But Chris was living in a family and a surrounding a family. And I have nothing. Sollen wir ja fernbleiben, sonst laufe ich amok. Einfach mal eine Zigarette jeden Tag weniger. Ich glaube, ich rufe Alex mal gerade halb an. Schauen, wie es ihm geht. Der gute Herr, was fertig gebracht hat, ein drittes Kind. Naja. Jetzt scheiß auf euch. So hoch? Hallo? Warum ist deine Stimme so hoch? Deine Stimme, weil die so hoch ist. Also was tust du in der Arbeit? Die Frau, die drückt jetzt das Kind einfach allein raus, oder was? Ach, Schmarrn. Nein, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich weiß schon, wie das jetzt noch ist. Deswegen schreibe ich dir teilweise bloß noch was schon nebenbei, dass du einfach mal später Antwort gibst. So ist das nicht gemeint. Ja, und hallo, das stimmt mal wieder. Ich sag, deine Stimme ist ein bisschen heiser. Deine Stimme ist ein bisschen, ja, irgendwie schon. Also schon in der Arbeit oder privat? Du bist ein Hirsch. Ja, schon wieder. Da muss man halt daheim sein, weißt du, nicht privat, ich verstehe dich ja. Das geht nicht auch mal. Es ist ja wichtig, dass sie ins Krankenhaus kommt, verstehst du nicht? Ja, Betzen, aber der Markus hat schon gesagt, letzte Woche, es kann sein, dass am Montag Dienstag passiert. Dann habe ich mir gedacht, ja, ich weiß schon. Du musst ja nicht du privat arbeiten. Ja, du sollst machen, dass du heim bleibst, mit ihrer pflegst und danach schwarz arbeiten gehst, auf gut Deutsch. Danach kannst du schwarz arbeiten. Ja, weil du kannst ja danach am Samstag auch noch arbeiten. Das Geschrei, da musst du halt ausweichen, aber da verdienst du auch dein Geld, aber jetzt ja doch nicht. Ach, du bist mir so einer. Weg.
kannst du in 2 Wochen, das kannst du in 2 Wochen später auch noch machen, weißt du, wie ich meine? Ja, toll. Wer ist jetzt bei dir daheim? Wer ist jetzt bei dir daheim? Elisabeth wenigstens? Okay. Du hast ja schon zweimal das Elend gesehen, weißt du, aber trotzdem, das ist halt. Du bist schuld! Ja. Schon der Georg so eine, Richtung, wie alt bist da du und das Alter, sag ich, ja du, das war die Zeitalter, wo die Zwillinge am Weg kommen, sagen wir mal das. Ja, die Zeit, das. Ja. Und dann sagt der Georg so, um das Zeitalter sind die ja schon 15, 16 Jahre älter und so, sagt ja, jetzt ist das so. Aber der Georg hat halt einfach nicht den Lehrgeld. Geht's noch oder was bei dir? Ja, viel zu machen, das habt ihr ja wollen, weißt du? Das habt ihr nicht einfach gemacht, sondern da hat es ja schon einen Grund dafür gegeben, weißt du? Das sieht halt ich. Das sieht halt ich. Das sieht halt ich, aber der Georg denkt sich halt was anderes da, weißt du, Mann? Hey, das ist was anderes. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst, Alex. Okay, das ist was anderes. Das ändert komplett alles. Ganze Geschichtsbücher. Okay. Ja. Nicht passiert, aber du hast danach gesehen, du hast einen gesicherten Arbeitsplatz. Da kann man es mal machen lassen. Genau. Es ist nicht so, dass ich drauf erwarte, dass das Ding da ist, sondern vielleicht macht es schief, also in Richtung, okay, gibt es Komplikationen, gibt es Wein und das und dann kann man das jetzt verstanden. Das tut mir dann nicht auch und der Doktor hat auch nicht schon. Alles gut. Das freut mich. Das ist gut. Ja, ich kenne die ja nicht anders. Gottes Willen. Na, du musst mir nicht irgendwie anrufen oder sonst machen. Kannst mir am nächsten Tag auch sagen. Aber mir ist wichtig, wann es geboren ist. Um welche Uhrzeit. Das ist schön. Das vergessen viele Eltern. Das vergessen viele Eltern, um wie viel Uhr die Kinder auf die Welt gekommen sind. Also ich hab. Ja. Ich hab's deswegen gibt's einen Kalender, weißt du, den hab ich jetzt noch da hin. Wenn der Flo Geburtstag hat, der Elisabeth und so. Aber um das geht's mir nicht, weil meine Mom, die darf jetzt sagen, ich wüsste nicht um wie viel Uhr. Jetzt sagt man das. Aber ich weiß um 6:20 Uhr. Um 6:20 Uhr bin ich auf die Welt gekommen. Ja. Aber weißt du, Mutter müsste ja Urkunden haben, der Vater müsste auch ein Duplikat haben, weil sie sich getrennt haben. Nein, ich bin ja in Ingolstadt geboren. Aber meine Oma hat mir das gesagt, dass ich um 26 geboren bin, weil sie hat ja eine Kopie davon und sie hat es mir noch sagen können. 18.03., das ist schon lang her, du. Das ist ja schon fast ein Monat her. Ach Mann, das ist nicht schlimm. Alex, wir kennen uns schon so lang. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, Alex, ist alles in Ordnung. Genau. Du bist halt Jungfrau. Wann hat Nathalie Geburtstag? War ein Monat vor dir oder nach dir, gell? Nach dir.
so sehr ein Krebs oder Löwe? Löwe? Lobe. Das ist Lobe ist bei TV-Marke, gell? Das darfst du nicht so sagen. Das ist ohne Ö. Na, das sieg ich schon, passt schon. Ah, na, Alex, aber das ist halt so, meine Oma hat mir das gesagt, um 26 bin ich auf die Welt gekommen. Meine Mama hat's immer gewusst, mein Vater nicht mehr. Die waren mit 6 Jahren, wo ich 6 war, sind schon auseinandergegangen. Die haben nichts mehr gewusst, weißt schon. Denen war das egal. Ja. Aber das ist halt schön. Aber ich war im Vollmond und das ist das Problem. Der Markus schimpft immer, Vollmond, gell, bitte kein Bier nicht trinken oder Zucker sein. Und deswegen, ich schaue schon seit 2 Jahren jetzt drauf, dass ich auch nicht Zucker bin am Vollmond. Er kennt mich auch schon gut. Hab's doch Ordnung gefangen. Ja. Ah, ja. Jetzt waren wir die letzten 2 Tage waren wir beim Pinkler drin in Ingolstadt, ziemlich nah bei dir dran, so 150 Meter weg von dir. Alle denkt, der wird schon daheim sein. Sollen wir mal hinfahren? Aber wenn, weißt du, WhatsApp da ist, wird eh nicht da sein. Aber es ist halt 150 Meter weg von dir gewesen. Ja. Und sonst? Weißt du, Alex? Der Markus mir schon gesagt, ja. Die Arbeit, seit 2 Wochen arbeite ich nicht mehr mit Markus zusammen, das heißt, morgen bin ich mit Markus dabei an, weil der Julian, der muss streichen die nächsten 2 Tage. Ist heute in München drunten bei Fußballspiel, aber deswegen haben wir so schnell machen müssen. Wir waren mal heute beim Mauertrocken liegen. 2 Platten reinhauen. Aufwand 2 Stunden. Vom Dienauer den Kompressor holen und jetzt zu mir hineindringen, aber in der Zeit hat so Kabel bei uns und dann sind wir Drucker gelegen wegen 2 Platten. Da haben wir 2 Stunden gebraucht, nur allein, ich hab damals ein Foto habe ich dir geschickt für die Verlängerung. Du warst doch damals noch, Alter. Das ist absoluter krasser Scheiß, weil wenn du die selber dranhängst und noch anschieben musst und dann aufhängen musst und dann, das ist ein Kack zu zweit. Du siehst nicht, wo die Platten gerade ist, also das war eine gute Idee. Der Stefan hat auch selber gesagt, das habe ich noch nie so erlebt. Aber heute ist alles so ziemlich ein bisschen schief gelaufen, aber die 2 Platten sind reingegangen innerhalb von 10 Minuten. Aber was, da sind Rohre da gewesen und da wo ich mir gedacht habe, nein, mir kann man und das, aber ist egal. Aber der Aufwand, was gestern haben wir uns extra geschickt, dass wir das heute schön schaffen. Dass er ins Fußballspiel reinkommt, nach Allianz Arena und das. Aber es hat ja gut geklappt, aber es hat mich so angepisst, dass heute der Bauleiter für mich heute einfach nichts wert war. Weil er immer ständig und es war ein Scheißtag eigentlich. Und ich schicke mir ja und mache mein Ding ja. Ich bin nicht so wie der Michi oder so, ich habe alles dabei. Ich bin auch nicht der Markus, dass ich übertrieben was dabei habe am Material. Aber ich schaue halt einfach, dass es funktioniert. Die Julian ist halt kein Bauarbeiter in dem Sinne, er ist, ja, er könnte es eigentlich werden. Er wird's durch mich, durch mich, er hat ja nicht Bauarbeiten werden. Er ist ja Maler und Karosseriemaler und das, aber ich bin so froh, dass ich ihn dabei habe, dass er mir gerne mal zuschaut. Aber man schaut einen Schäferhund nicht lang zu, weil der beißt dann einfach, wenn man ihm in die Augen schaut. Und das hat er heute wieder so da und immer neben mich stellen und das und lass mich machen, tue ich ausmachen, Sturz setzen und das und du musst halt nichts machen in der Zeit. Tut mir leid. Aber heute war ein Scheißtag, ehrlich gesagt, aber ein guter Tag. Der ist in Belgien und fährt seinen Kühlwagen. Achso, der Michi. Ja, der Michi, der wird Alex, das ist eine andere Geschichte, das ist wie mein Martin. Den kannst du bald vergessen. Der hat jetzt beantragt einen 50% Behindertenschein. Und jetzt hat er schon Urlaub vortragen vor Markus seine Augen auf gut Deutsch in Weinberg unten. Und der Markus, der rast fast schon jeden Tag, der explodiert, wenn der Michi kommt. Jetzt ist er krank. Du musst der Markus selber anrufen, oder? Der Markus ist ja da. Aber der Michi, der hat seine Spirenzel wie der Martin, weißt du? Du musst den Markus selber fragen, dass er nur mal ganz kurz zum Ausrasten kommt, dann verstehst du das. Aber jetzt nicht in deiner Zeit. Das reden wir mal dann in einem Monat später. Ciao. Alex, ich wünsche dir einen schönen Tag und ich hoffe, dass du da auch Benzin oder Diesel in deinem Auto drin hast, dass du noch heimkommst. Okay. Alles gut, Entschuldigung. Ja, ich weiß schon, ja.
Bist du bei dem komischen Rausch da oder wie? Passt schon. Sag's ihm einen schönen Gruß, gell? Sag's ihm trotzdem einen schönen Gruß. Jeder lästert über ihn, aber so schlimm war er gar nicht. Ich glaube, der Alexei war damals ein bisschen schlimmer als der Rausch, also alles gut. Ja, freilich. Ich glaube, beim Finsterer ist immer schlechte Zeit. Da ist immer finster und da ist immer schlechte Weltschädlich, aber ja. Mhm. Ja, sagst den Rausch einen schönen Kurs und natürlich der Frau auch. Deiner Frau auch, gell? Viel Glück, gell? Viel Glück. Wann auch immer, aber sag's immer. Ja, ich denke immer an Fatmir, weil ab und zu haben wir immer mal Treffen legen, ob mit dir, ob mit Fatmir oder erst mit dem Julian oder einmal mit dem Simon, alles gut. Aber wie gesagt, sagt deiner Frau einen schönen Kurs und ja, wie soll ich sagen, nicht hau raus, sondern, wie sagt man da? Ja, dann eine leichte Geburt. Oh, okay, ich bin weg. Danke, Alex, gell? Avidere, vierte. Verdammt. Ich war schuld, dass er jetzt zum Ring angefangen hat. Aber okay. Oh nein. Natürlich hat er den. Kommt aus Kasachstan, hallo? Die ballert das raus und kriegt danach noch einen Schnaps. Ja, sind ja keine Russen in dem Sinne, ne? Also, der ist aus Russland. Eine Autowäsche bräuchte das auch schon. Jetzt mal hier Schluck auf. Das ist immer das Gequatsch. Nicht böse gemeint, aber oh, das wäre doch was. Hau rein. Ich brauche Auslauf. Ich muss mir das einbläuen. Nathalie. Hm. Oh, am 30. Juli. Das hat gerade der Alex noch gewusst. Oh, du Matz. Okay. 44 oder 45 wird warte mal, der Kalender ist von, dann wird es 44. Letztes Jahr war ein schönes Jahr, dann anscheinend 43 ist eine schöne Zahl für mich. Es wird Zeit, dass wir zum Chinesen danach wieder gehen. Aber Chinesisch ist halt auch nicht für, nee, das machen wir nicht. Keine Ahnung, gibt's nichts anderes? Chinesisch, Griechisch, da muss doch was anderes auch geben. Was Schönes einfach, was ganz anderes. Nicht auf Meeresbasis oder so. So Hawaii, Kroatisch oder so. Aber ist ja auch wieder, ne? Ja, ist schon was anderes. Eher Italienisch. Oh, da müssen wir Italienisch gehen. Das ist was anderes. Ja, gehen wir Italienisch. Jetzt braucht man bloß noch einen Italiener. Und der ist in Mainburg unten. Zum Beispiel. Super Idee. Also nächstes Jahr gehen wir zum Italiener im Juli. Definitiv. Ja, Volksfest ist immer so durcheinander und viele Leute. Taugt. Oh, die zwei müssen auch dabei sein. Der Florian, Elisabeth, zwei Kinder, Bettina. Definitiv. Das sind 7 Leute, ne? Schon, mach mal. Nächstes Jahr definitiv safe. Ah, da muss ich ja immer noch am Leben bleiben. Verdammt nochmal. Tja, ja, das hast du dir selber eingebracht. Na gut, na bleibe ich noch ein anderes Leben. Noch ein anderes Jahr am Leben, so wollte ich sagen.
Für die Freude, für die Geburt. Tschüss, Abcam High. Na, Schwabi, Salut, bald brauchst du nicht schnell spielen. Capsuit. Oh, holla. Und im Kopfhörer geht's nicht. Capsuit. So, now we're talking. Come on, who's that? Oh, fuck this game. Ich bin gleich woanders, Alter. Oder ist es so unfair? Oh mei. Zurzeit habe ich ungefähr 5 Gedankengänge. Wie geht's meiner Oma? Wie geht's meiner Tante und Oma? Wie geht's meinem Onkel? Wie geht's meinem Vater? Wie geht's der Firma? Entschuldigung. Wie geht's meinem besten Arbeitskollegen, den ich immer hatte? Den Herr Seibel. Das war schon. Mich interessiert mein eigenes Leben überhaupt nicht. Du kannst machen jeden Tag, was du willst für die Firma. Es bringt gar nichts. Du wirst nur belästigt, angegriffen, so blöd dahergeredet. Dann mach doch euren Scheiß. Dann fühle ich mich wie ein Arbeiter. Aber warum frage ich mich dann, warum ich nur 1600 Euro bekomme? Das heißt, ich bekomme eigentlich gar nichts. Das heißt, ich mache ständig Minus jeden Monat. Der eigene Chef kümmert sich um dich überhaupt einen Scheißdreck. Also, so läuft es nicht weiter. Ich suche mir jetzt auch was Neues. Drauf geschissen auf diesem Leben. Wirklich. Dem mache ich das und ziehe hier aus und verlasse einfach die Firma. Strafe, wenn ich zahlen muss, gehe ich vor das Gericht. Oder ich gehe gleich ins Militärsgericht. Dann machen wir es gleich so. Da ist vorbei mit denen. Rente bekomme ich eh keine. Also, was soll der Scheiße machen? Bla bla bla. Und ich würde sogar noch recht bekommen.
Schaffen wir das? Ja, eigentlich schaffen wir das. Da wartet doch jeder drauf, dass ich verliere hier. It's not all the times easy. Every hour is not easy. Fuck life. Fuck life. Cheers out. Campagne, das war wie sie Lüse, das Gold berosten, nicht mehr gespielt. Ach so, kann man nicht bringen. Zigarillo aus, nächste Zigarillo. Turn around. Next 3 times actually West Coast Arena.
läuft einfach nicht so, wie ich wollte. Regen, Hagel, nichts. Regen, Hardcore-Regen. Gefühlsparameter ist so bei depressiv. Irgendwie stinkt hier einfach, aber das kann ja nicht sein. Das kriegen wir wieder unter Kontrolle. Hat der Bauer jetzt ein Gyllikum ausgemacht. Das ist ein Tornado. Ja, schon wieder hier. Oh ey, da hinten kommt schon wieder schwarz. Von der Mittelerde oder was? Mittelerde. Was ist denn ein Rotz? Ich glaube, von Mittelerde kommt jetzt ein neuer Film raus, oder? Oh Gottes Willen, im Herbst. Na, das wird für die Fans nach ungefähr 300 Jahren einmal ein Erfolg. Pfui Teufel, oder? Die Geschichte der Bösewichte. Oder von der Seite von der Bösewichten. Alter! 2 Kilo schon wieder abgenommen. Das muss an dem Wasser liegen, was ich immer trinke. So zwischen 20 Uhr und 4 Uhr. In der Bettdecken ausgeschwitzt. Mit meinen Gehirnzellen. Ja, wenn man einfach keine Vaterfigur hat, wenn man keine Mutterfigur hat, dann wächst man auf wie Unkraut, wie Unkraut. Dann merkt man, dass man nichts wert ist. Ich bin 37 Jahre alt, weil es nur Unkraut. Arbeitskollegen, die Besten verlassen einen. Du musst dann selber auf die Füße finden. Die ganze Zeit, immer nur, ob es dein Vater ist, deine Mutter ist. Ständig muss ich schauen, wo ich bleibe. Das Schlimmste ist, jetzt bin ich so lange in der Baufirma dabei und die treten dir nur in dein Genick oder in den Rücken rein. Wird kaputt, stirb endlich so in der Richtung. Du bist das nächste Arschloch. So behandelt sich eigentlich die Gerätschaft von der Firma HF. Ja, ich sollte auch auswandern. Ich sollte einfach woanders hingehen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Firma. Ich lerne nichts. Ich lerne gar nichts. Ich lerne nur durch mich, aber durch die behandle ich nur wie Dreck. Weil das der Bauherr gesagt hat, was der sagt und hier und da 5 Baustellen am Tag, interessiert doch keinen Schwanz. Am nächsten Tag hast 2 Stunden Arbeitszeit, weil es so dermaßen regnet. Ja, toll, dass wir am nächsten Tag dann 5 Baustellen abgeklappert haben und so schnell wie möglich fertig geworden sind. So in der Geschichte, weißt du, so in der Richtung, im Rhythmus. Und dann kommt der Chef raus und warum habt ihr da so wenig Stunden beieinander? Ihr hättet ja weiterarbeiten können. Ich hoffe, dass ich bald Corona bekomme und so dermaßen dran stirb, dass keinen mehr interessiert und dann steht nur auf meinem Grabstein drauf: Alkoholiker, Berg, Christopher, 19, ach, die wissen gar nicht mehr, wann ich geboren bin. Einfach 2024 gestorben. Wir haben noch 24, oder? Ich glaube, keine Ahnung, ich reagiere schon gar nicht mehr drauf. Ich schreibe Stunden und Material und da steht 24, glaube ich, ja. Irgendwie so. Es gibt einfach keine favorisierten Arbeiter mehr für mich und es gibt keinen Grund mehr, eigentlich in der Firma zu sein. Ich bin immer für alles schuld. Gibt man immer den kleinen Mann, der am wenigsten verdient, den gibt man die größte Schuld. Wenn ich jetzt morgen sehe, dass die Hackschnitzelanlage aufgefüllt worden ist, dann schlage ich ihm so dermaßen mit der Faust so in das Gesicht rein, dass er für eine Woche krankgeschrieben ist. Weil ich meine, es interessiert keinen, ob der Bauleiter da einfach krank ist oder nicht. Es läuft genauso nach ihm. Ohne ihn läuft's genauso. Ich versteh's nicht. Der bildet sich was ein, was er ist und verdient 2-mal mehr als ich. Das ist unglaublich.
der soll genauso viel verdienen wie ich, weil er überhaupt nichts tut. Er tut überhaupt nichts, außer Angebot einzuholen und uns noch mehr zu demütigen. Das ist unglaublich. Schmächt er mich heute hin, so in der Richtung von, weil der Rollenantrieb da nicht mehr da ist nach 2 Jahren. Da muss ich mich als Geistesbehinderter hinstellen und sagen, unglaublich. Der hat vom Lager keine Ahnung, der redet und Quatsch. Das ist wie so ein Immobilienmakler für mich zurzeit. Der quatscht doch Scheiße, Alter, und weiß gar nicht, was für eine Arbeit dahinter ist und was für... Der hat 2 Söhne, die arbeiten auf der Baustelle und der quatscht doch Scheiße für mich einfach zurzeit. Und ich soll mir keinen Kopf machen, wie es dann weitergeht, ja, weil er auch keinen Plan hat, weil der Chef das entscheidet. Und er macht einfach mit, ja, tut gar nichts. Das ist unglaublich, also, der verdient das meiste Geld im Monat als wir. Ich muss zum Chef gehen und muss ihn beleidigen, den Chef, was der Bauleiter eigentlich treibt. Dann heißt ja, aber er ins geschieden hat, dann kann ich aber mit dem Chef besser reden als mit dem Bauleiter. Das muss man immer denken. Was ist da faul, hä? Also das heißt, der Bauleiter macht mich kaputt, unsere Leute kaputt, die Firma kaputt in derselben Zeit, wo da eigentlich der Chef was anderes vorhätte. Also glaube ich jetzt am Chef, oder wie? Also das heißt, ich gehe jetzt nicht mehr zum Bauleiter, ich gehe jetzt ab sofort zum Chef. So schaut's aus. Der schuldet mir einen Haufen Geld dafür, dass ich hier diese Bude übernommen habe, so in der Richtung, und zahle einen Haufen Kohle für die, sag ich mal, obligatorischen Sachen, die ausgetauscht werden müssen, wo ich ja nicht schuld dafür bin. Da muss man sehr viel quatschen. Das heißt, der Bauleiter ist für mich eigentlich Geschichte. Mit dem brauche ich gar nicht mehr reden. So schaut's aus. Ich rede jetzt nur noch mit dem Chef. Ich habe keinen Bock mehr mit dem. Der hat doch keinen Plan, Alter, wie die Mauertrockenlegung funktioniert. Der Chef hat einigermaßen noch, vielleicht, in Erinnerung von seinem Vater. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Der Bauleiter ist für mich gestorben. Ich mach gar nichts mehr, was er anschafft, Alter. Ich mach das, wie ich es sehe, und dann geh ich zum Chef und zeige ihm das. Es muss standhaft sein für 100 Jahre so in der Richtung und nicht 20 Jahre. Oder 30 Jahre eigentlich. Ich hab keinen Bock mehr für den Scheiß. Material gebe ich beim Chef ab sofort auch noch ab oder bei der IFI. Bauleiter ist für mich gestorben. Der spinnt doch, Alter. Der hat doch eine Midlife Crisis 2.0 oder so. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Wir gehen ab sofort zum Chef. Und was alles andere entschieden wird, ist... Wenn ich nicht selber entscheiden darf, was geliefert werden darf oder was da ist oder was verfügbar ist. Wenn der Maurer selber nicht entscheiden darf, was er am nächsten Tag haben darf, weil der Bauleiter dazwischen quatscht, wie eine Scheiße, ein Stück Diva. Weißt du, wie ich mein? Dann gehe ich doch gleich zum Chef. Dann ist der Bauleiter für mich weg. Dann kann der Maurer selber seine Arbeit suchen und wir werden das tun. Und das fällt uns leichter, als dass der Bauleiter uns ständig beleidigt und uns irgendwelche Kleinigkeiten aufmurkst und dann einfach eine Stunde wegstreicht, was der Chef gar nicht weiß. Also gehe ich gleich zum Chef. Ab sofort gehe ich nur noch zum Chef. Oder zur, wie soll ich sagen, Bürodame. Ich habe keinen Bock mehr auf den Typen, Alter. Echt keinen Bock mehr auf den Typen. Der beleidigt mich den ganzen Tag nur. Hab sofort in der Früh eine halbe Bier. Sonst ertrage ich den Typen nicht mehr. Der verdient 4.000 Euro netto und ich verdiene 1.600 Euro netto. Jetzt erklär's mir mal. Hä? Ich bin weg von dem Typen. Der kann sich so dermaßen am Arsch lecken lassen von mir. Der behandelt mich wie ein kleiner Knecht, Alter. Nur weil ich keinen Führerschein habe. Der braucht mich ja nicht als Kranfahrer einsetzen. Ich bin weg davon. Wenn ein Albaner will, dann soll der Albaner kommen. Und wenn er dann noch fragt, wie ich mit dem Albaner umgehen kann, dann muss er halt mal einen Tag opfern, dass er mit dem Albaner, mit mir als Maurer zusammenarbeitet. Dass dieser, sag ich mal, als ich Knecht und als 2-mal oder 3-mal Verdienter mal schaut, wie der arbeitet und nicht vor meiner Schnauze steht und Scheiße treibt und mich dann noch fragt am Abend, ob der gut ist. Dafür ist ein Bauleiter da. Ein Vorarbeiter in der Firma. Und soll nicht seine kleinen Geschäfte da treiben für einen Finsterer. Unglaublich, Alter. Der Bauleiter gehört langsam weg oder einfach, weißt, gedemütigt, wie ich gedemütigt werde seit mindestens 4 Jahren jetzt schon.
Mir werden alle Arbeiter weggerissen und ich muss dann selber auf die Beine kommen. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. So schaut die Lage aus. Quatsch nicht so eine Scheiße, was du da uns anschaffst, da. Eine Dehnfuge rein zu... Du hast doch keinen Plan, wie sowas funktioniert. Da hätte ich im Internet bessere Sachen gefunden, als so eine Scheiße, was du da antreibst. Ist ja langweilig, Alter. Machst du so dein Geld oder was? Geh zur Malerei und verpiss dich, Alter. Vom Putz hast du auch keine Ahnung. Lass mich nicht beleidigen von solchen Typen, die Malerei gelernt haben. Ich bin im TÜV hoch, weißt, ich ausbautätig und er kommt da so mit der Scheiße, weil er Erfahrung hat. Da beleidigt er uns die ganze Zeit mit irgendwelchen Materialien, die gerade rausgekommen sind. Nämlich doch die alten Materialien, wo ich genau weiß, da habe ich meine Standfähigkeit für 30 Jahre oder so ein Scheiß, weißt? Quatsch doch viel rum und krumm und was weiß ich, da saufst du zu Hause. Deck mich am Arsch, Mann. Du bist Geschichte für mich, Mann. Hat er heute versucht, die Hackschnitzellager aufzuladen. Dann kommt er morgen höchstwahrscheinlich und beleidigt mich so in der Richtung. Das funktioniert ja. Aber dass du an den Gabelstapler denkst, du Hurensohn, nach ungefähr 23 Jahren, das denkst du nicht, oder? Da krieg ich eine Krise, Mann! Könnte ich gleich rübergehen und dir eine richtig geben? Wenn ich sag, dass der Antrieb langsam kaputt geht und du hast keinen Plan von, keine Ahnung was, du musst immer deine Autos weggeben für irgendeine Scheiße, Alter, Mann. Lichtmaschine hin oder her, interessiert mich nicht. Wenn der Antrieb langsam kaputt geht in der 23 Jahren, dann kriegst du einen Harz, Alter. Hast du einen Bauleiter wie der Typ, Alter. Dann geh zurück nach Italien und male deine scheißverdammte Kirche raus. Wenn du mal morgen dämlich kommst, Mann, dann schmeiß ich dir was ins Gesicht und geh nach Hause. Nee, Gessenseits, ich geh zum Chef. Du dämliches Arschloch, Mann. Verdienst ja 3-mal mehr als ich. Was für ein Schrott, Mann. Was für eine Geschichte lieferst du eigentlich hier? Deine 5 Jahre kannst du dir wie Michi oder wie Martin einfach absetzen lassen. Mach doch krank, Mann. Du hast doch nichts geliefert, Mann. Du beleidigst mich jeden Tag. Nimm das Material, nimm jenes Material. Hast du überhaupt Ahnung? Ich war mit Bauarbeitern zusammen, Alter, die haben mehr Ahnung als du. Dann lass ich mich was anlernen. Und geh zum Ednuber 2 Jahre, dann wirst du angelernt. Mann, das pisst mich so an. So ein 0815 vor mir zu haben. Schlimmer als mein eigener Onkel. Jedes Mal dasselbe. Wenn du keine Mutter, keinen Vater hast, musst du dich selbst beilernen. Und dann kommt so ein Fummler, Alter, so ein Maler, der mir was Besseres beibringen will. Schreib deinen Scheiß doch selber, Mann. Ich soll mir keinen Kopf machen? Wer wird denn die Zukunft hier? Du beleidigst mich jeden Tag. Oh, ich bin so kurz davor, dass ich dich morgen einfach, da muss ich einfach mal was tun. Da soll ja der Chef dabei sein, Mann. Wenn ich dir den Strick um den Hals leg. Wie du mich beleidigst jeden Tag, dass ich nur Schmutz wert bin. Das machst du gern, was? Ihr Ehrenstraßer. Und dir werde ich so viel Leid noch zufügen im Leben. Du bist für mich gestorben, Mann. Voranstrich beim Regen machen. Du bist ja nicht mal ganz sauber im Schädel. Das kannst du mit deiner Silikonage machen oder mit Silikonfarbe. Du hast doch keinen Ahn. Du bist echt ohne Scheiß so dermaßen dahinter, dass die Firma Finsterer kaputt wird. Verpiss dich, Mann. Und lass dein Parfüm weg in der Früh. Sonst schmeiß ich dir einfach mal Putz in dir das Genick, nein. Damit du mal merkst, wie man ein Auto sauber macht. Du 0815, du bist echt nichts wert, oder? Hier in der Firma. Du machst doch nur wieder der Herr Immobilienmakler deinen Scheiß. Mich kotzt nur an, weil ich kein Geld hab und der strömt und rühmt mit seinem Geld und was er sich nicht für Autos kaufen kann, wie oft das reparieren muss. Da muss ich halt immer mal was Anständiges kaufen. Den Bagger, den könnt ihr streichen, wenn's nach mir gehen würde. Da leih ich lieber was aus, bevor ich mir was kauf. Weil nach 2 Jahren ist die Firma sowieso im Arsch. Dank dir. Mal ein bisschen nachdenken und nicht kleine Scheiße nachzappen oder so. Der Bauarbeiter ist entweder einen Tag komplett auf einer Baustelle und am nächsten Tag auf einer anderen Baustelle und ich habe 4, 5 Baustellen auf einen Tag. Das hat's ja noch nie gegeben. Beim Ednuber sowieso nicht. Eins nach dem anderen, sagt er immer. Und selber, was macht er, der Spinner?
Unglaublich, unglaublich. Da werde ich stinknarrisch als Arbeiter und verdiene gar nichts. Da kann ich genauso unter die Brücke ziehen und Hartz IV empfangen. Das heißt, am nächsten Tag muss nüchtern sein. Da muss der nüchtern sein. Muss der Kran fahren. Muss da egal, was passiert. Leck mich doch am Arsch, Mann. Du bist du willst nur Rente bekommen. Du willst doch extrem krass verdienen. Währenddessen ich nicht mal 40 werde. Du Spinner. Was ich schon durchgemacht hab. Du kleiner Sozialer. Da bin ich mal ganz gespannt. Lass ja deine Frau nicht im Stich, Alter. Sonst verbrenne ich dich, Mann. Ist unglaublich, Alter, was der Typ da umeinander fuchtelt, Alter. Ich bin sein kleiner Gehilfe oder was? Seine Söhne sind ja, ich sag ja nichts gegen die Söhne, weil ich merke, dass sie auch was lernen. Es ist mir egal, ob der 4 Stunden mir die ganze Zeit zuschaut, was ich tue. Aber er macht's wenigstens. Da sage ich ja nicht mal was. Und so ein Spinner, der 40 Jahre älter ist, Alter, mir da anschaffen möchte, was ich zu tun habe. Jeden Tag was anderes und gerade am nächsten Tag dann, wenn du aufwachst, gehst du gefreudig rüber und bist eigentlich entspannt und denkst dir, dein Leben, endlich machst du mal wieder, und dann wirst du zerstört. Das müssen wir abmachen, das und jenes, hast du selber was vor, das muss man entspannter für die Arbeiter machen und nicht für die Bauleiter machen, da wirst du gleich zerstört in der Früh. Das pisst mich am meisten an. Entspannt arbeiten, dir gebe ich eine Entspannung, Alter. Rasiert er deine Glatze auch noch, Alter? Verdammt nochmal. Was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Wo ich herkomme, Mann? Du kannst dir ein bisschen was abschneiden von mir. Du warst gewiss noch nicht mit 6 Jahren auf dem Feld und hast Arbeit getan. Ich müsste eigentlich schon mit 40 sterben, Alter, und eigentlich schon mit 30 Rente bekommen. Nee, war nur ein Scherz. Ich bin gar nichts wert. Natürlich für dich überhaupt nichts. Mach doch dein Ding. Ich hab noch nichts versenkt in meinem Leben. Ich hab versucht zu lernen. Alleine. War ja niemand da für mich. Aber du hast Söhne, die was werden. Ja, durch was wohl? Lächerlich. Ständig bin ich hier immer der Depp oder was in der Firma. Es liegt nicht darum, warum ich hier jetzt gerade was rede. Ich hoffe, das wird hardcore aufgezeichnet und irgendwann präsentiert, weil die nächsten 3 Jahre muss ich mir überlegen, was ich zu tun habe, um mich zu töten. Weil ich keinen Bock mehr auf diesen Scheiß habe, Alter. Was nicht so funktioniert. Mach's dann doch mal sauber und das in hier, da kann ich doch nichts dafür. Da soll der Hans doch mal selber schauen, wie die Firma funktioniert. Wenn bei uns nicht mal die Sprechanlage funktioniert, die Klingel funktioniert. Die Gegensprechanlage, besser gesagt. Der denkt immer noch, ich bin Hausmeister oder so. Andere Firmen zu engagieren, für ihn zu arbeiten. Ja, das muss ich mir. Oh Mann, oh Mann. Ich weiß nicht, wie es im Alter ist, bei 60 oder so, ob ihr da schon zum Zittern anfangt, ob ihr nicht überlebt oder ob das Geld langt. Ich muss jetzt mir schon Gedanken machen, ob ich morgen noch überlebe oder unter der Brücke lebe. Weil ihr euch keinen Scheiß um mich kümmert. Hauptsache ich bin dann da. Ob ich um 5:55 Uhr da bin, wie am Montag oder sonst wann, weil ich nicht schlafen kann wegen euch Deppen. Und dann heißt es immer, die Generation ist ja schuld. Die Generation. Es liegt an euch alten Vollidioten, die im 60er, 70er Jahrgang aufgewachsen sind. Bisschen zu viel von den Marihuana oder in den 60er Jahren, oder? Man muss sich Sorgen machen. Da gibt's eine Partei von der Partei, die SPD, CDU, CSU und etc. und FDP. Jetzt habt ihr doch gesehen, die letzten 10 Jahre, wie scheiße es läuft. Was wählt ihr denn eigentlich? Was habt ihr denn für ein Vorbild, das ihr den Söhnen oder Töchtern gibt? Ihr sagt und redet null. Und ich hab keinen Bock auf die AfD, NPD. Null. Letzter Dreck seid ihr, so schaut's aus. Kein Vorbild seid ihr mir, Traumtänzer seid ihr. Uah. Hätte ich mal einen anständigen Vater gehabt, dann hätte ich jeden Tag verprügelt. Wäre ich nicht in der Bundeswehr gewesen, dann wäre ich noch hyperaktiv. Und Gott verwalte euch. Wäre ich um 20 Uhr bei euch vorbeigekommen, hätte euch in den Reifen einfach ein Loch reingestochen. Mal schauen, wie ihr dann zur Arbeit kommt. Wenn ihr zu spät kommt, 1 Minute lang, dann hätte ich verpetzt wie eine Scheiße. Aber leider bin ich ja gefühlsmäßig ein bisschen unterwegs.
Aber ihr macht ja euer Ding, Hauptsache ihr Geld bekommt da zusammen und nebenbei noch 2000 Euro im Monat verdienen. Wenn das ein Maurer gerade noch zurechtkommt mit seinem Leben, der rechten Bruchbude lebt und der Chef nicht mal was er macht dafür. Soll ich 3 Jobs noch nebenbei annehmen oder was? Höchstwahrscheinlich besser verdient als hier in der finsteren Firma. Lachhaft, ihr seid lachhaft. Jetzt versuche ich zu pissen, verdammt nochmal. Haltet die Schnauze! Jetzt komm ich gleich rüber, Mann. Nimm ein bisschen Streusalz mit und streus euch ins Gesicht rein. Sollte mal Wolfsmut noch oder so. Sollte eher Wolfswut heißen. Eigentlich heißt Wolfsban. Das ist mein nächster Gedanke, Alter, dass ich mich umbringe. Ein paar Pflanzen von einem Sideby und so einen Scheiß einfach pflücke, Alter, mir Tee mache und mich umbringe damit. Denkt immer so, als würde ich träumen davon, dass ich hart depressiv bin. Weil ich schwer depressiv bin, seit meinem verdammten Lebensjahr. Und ich meinen Vater und meine Mutter verlassen hat. Aber interessiert euch ja nicht. Ach, das habe ich das erste Mal gehört. Die Faust hast du höchstwahrscheinlich auch zum ersten Mal in deinem Gesicht gehabt. Deine Frontzähne, deine Nase. Vielleicht habe ich dein Auge erwischt und du siehst nichts mehr auf dem linken Auge. Das interessiert mich nicht. Zeig dir mal das Trainingsprogramm von Mike Tyson, verdammt nochmal, in dein Gesicht. Und in einer Sekunde 3 Schläge bekommst. Damit bin ich gefähigt. Ich hoffe, meine Hyperaggressivität wird irgendwann wieder mal da sein. Bundeswehr war langweilig. Hätte in den Krieg ziehen sollen. Keiner hätte gejammert, dass ich gestorben bin. Weil ich mich für andere eingesetzt hätte. Das tun sie hier nicht in der Firma. Du bist noch ein Stück Scheiße wert. Muss sich selber beleidigen, um sich nachher dann wieder selber zu beruhigen. Aber ich mach das öffentlich, weil ich es ernst gemeint habe. Weil ihr Schlafträter, ehrlich gesagt, nichts tut. Für nichts und niemanden. Ihr wollt nur, ihr tut nur. Hauptsache, ihr bekommt euer Geld. Leidenschaft gibt's hier überhaupt schon mal überhaupt nicht. Nur von den Arbeitern selber. Und ich meine jeden Arbeiter von hier. In der Firma. Jeden Arbeiter. Ich war heute richtig scheiße drauf und es tut mir leid für deinen Sohnemann, dass er heute viel mitmachen hat müssen, wegen deiner Scheiße, die du selber mal ein bisschen mir vorher schon hättest sagen können. Oder ein bisschen anders da anstreichen jetzt können, mit deinem blöden Bleistift oder mit dem Farbspray. Aber solche Sachen, so als der Christopher macht das schon. Es kann passieren, dass wir 10 Stunden arbeiten und mal etwas vergessen. Ich bin nicht andere, aber es gibt halt jeden Tag für andere Arbeit auch mal irgendwie eine Kacke, die mal passiert. Deswegen sind wir auf der Baustelle, Mann. Wenn du das nicht begreifst, dann begreif endlich, dass verdammt nochmal die Hackschnitzel nicht mehr in Gabelstapler aufgeladen wird. Sonst gehe ich zum Schneidermichel und schick dich mal. Dann ist der Gabelstapler ein bisschen länger weg. Dann kannst du alles mit der Hand selber in der Früh aufladen. Entschuldigung. Die scheiß Musik ist gerade laut. Die scheiß verdammte Musik. Oh, ich muss mehr saufen, dass ich morgen mehr aggressiv werde gegen den Bauleiter und den Chef. So geht's nicht weiter hier in der Firma. So geht's nicht weiter. Ich kann schon nicht schlafen. Wie wird der alte Chef eigentlich schlafen, wenn ich so eine Scheiße mache, für 2 Platten mich 2 Stunden dahinstelle? Da wird höchstwahrscheinlich 1,5 Stunden abgezogen. Da bin ich mal gespannt, echt, für diese Scheiße hier. Glaubt ihr, Mauer Trockenlegung ist so eine einfache Kacke. Dann lass ich's ganz bleiben, okay? Dann schmeiß ich's Gerät einfach in den Hof rein, dann verwertet's doch. Mir hilft da auch keiner in der scheiß Bruchbude hier, mal was zu erneuern oder so. Ich muss immer alles selber kaufen. Die schon über 10 oder 11 Jahre tue ich hier wohnen, dann geht das und jenes kaputt, da bin ich ja nicht schuld daran. Und ich muss alles selber zahlen. Krass, Alter, diese Scheiße muss man sich geben. Ich brauche ein Arbeitsgericht und ich brauche verdammt nochmal irgendwie ein Wohnungsmietungsgericht. Das wird doch ganz böse für euch enden. Man geht in die Arbeit für nichts. Für lau.
Ich glaube, der Zeitungsausträger, der verdient mehr als ich. Der geht zwischen 1 Uhr und 5 Uhr geht er rum mit der Bildzeitung und verdient im Monat höchstwahrscheinlich 1500 Euro. Also mehr als ich. Den Scheiß lasse ich mir nicht mehr liefern, Alter. Und da sollst du ja irgendwelche solche Leute ans Wirbeln lassen. Das wird interessant. Ich gebe in den nächsten 2 Monaten nicht nur komplett auf, Alter. Ich lasse richtig krachen jetzt dann, Alter. Die Schnauze voll hab. Steht keiner mehr auf meinem Bein. Außer die Maurer selber. Die stehen nicht nur auf meinem Bein. Die bringen mich noch runter. Die kenne ich zu lang. Mir reicht's langsam in der Firma, oder? Irgendeinen Scheiß wirst du da angeschrien und angebläht und am Abend, Alter, weil du nur eine halbe trinken willst, dann kommt schon wieder die Hausdame daher und möchte alles Mögliche und dann heißt es wieder, der Chef oder ich muss dann zahlen und bla bla bla, aber Hauptsache irgendwie ist gemacht, ich will meine Ruhe haben. Ich könnte auch schon zu Hause sein, mein Haus wieder, das Apartment wieder putzen und so ein Scheiß. Aber ich habe mich entschieden, dass ich noch eine halbe trinke, bevor ich nach Hause gehe und durchrechne, was ich heute machen noch kann. Du musst schon abhauen in der Firma, bevor du eine Kleinigkeit nebenbei, die wo nicht gezahlt wird, aufgeordert wirst. Schon wieder gesehen, 6 Stunden fehlen schon wieder letzten Monat, wo ich getrieben habe. Deswegen gibt's meinen Kalender. Also sie bescheißen mich. Dankeschön. Schreibe ich keine einzigen Stunden mehr, dann mache ich es auch so wie der Markus, Alter. Dann mache ich das einfach so. Ich schreibe nur noch mein eigenes Zeug. Die anderen können schreiben, was sie wollen. Ich wird beschissen den ganzen Tag nur. Ich gebe Gas, da kann ich nicht mehr, weil meine Handgelenke nicht mehr funktionieren, dann anschieben, vom Mauertrocknen. Aber die denken, so ist eine ganz normale Arbeit. Dann lasse ich auch diese ganz normale Arbeit auch mal sein. Soll der Chef und der Bauleiter mal selber mal anschieben und selber mal seine Platten einjagen. Ich hoffe, dass ein Betonscheißwerk oder Ziegelwerk oder sonst was richtig nass ist, dass sie mal einfach 5 Stunden an einer Platte hängen. Ich fühle mich einfach gedisst hier in der Firma. Hardcore. Von dem Bauleiter und vom Chef selber. Die Bauherren sind ja zufrieden. Aber wie gesagt, haben sie schon wieder Angst, dass sie wieder ein paar Euro draufzahlen, sich nicht für uns einsetzen. Dass da die 2,3%-Welle da wieder daherkommt für die Bauarbeiter, währenddessen die anderen 35, 36 Stunden arbeiten müssen und mehr Lohn bekommen, währenddessen die Bauarbeiter umeinander scheißen, Alter, und immer denselben Lohn bekommen und die scheiß verdammte Foodkette und der Diesel und was weiß ich nicht alles so hoch wird. Und wir müssen dann schauen, wo wir kommen. Am besten unter die Brücke ziehen, weil da musst du keine Miete zahlen. Kannst du scheißen, wo du gehen willst, du kannst du pissen, wo du gehen willst. Wenn du dich waschen willst, dann nimm deine Pisse-Scheiße und dann schmierst du ins Gesicht rein und geh einfach dann am nächsten Tag in die Arbeit. Ich brauche ein Bier, Mann. Eigentlich brauche ich Nitro oder so für mein Herz, weil langsam kapp ich ab, Alter, hier. Ich bin froh, dass ich gnädige Arbeiter finde, die auch mal sagen, okay, ich fahre mal raus zum Aldi Lidl, wo sie die wieder hingeliefert haben, die DHL. Vollidioten. Das schreibe ich ja nicht. Aber dafür zahle ich auch was. Dafür gebe ich denen auch mal einen Wodka oder sonst was. Ich bin kein Arschloch, Mann, in der Hinsicht. Er schaut da nicht zu, ne? Die Ambulanten. Wenn ich so alt wäre, ich hoffe, dass ich so viel Geld habe, dass ich anderen Leuten einfach was Gutes tun kann. Denn mir tut's nicht gut, wo ich hier gerade arbeite. Richtig gegen den Sättel gespuckt, Alter. So wie es sich gehört. Na, da muss ich selber sauber machen. Ich hab mich am Arsch lecken, Mann. April macht, was er will. Ich hoffe, ihr nicht. Ihr habt ja sehr viel gelernt in der Schule. Lasst es aus uns wieder richtig rausgewiesen. Hier sind ja nur die loserten Maurer. Spezialfacharbeiter heißt sich das übrigens. Ich gehe wieder zum Ednober, oder? Definitiv. Ob er mich will oder nicht, ich komme wieder. Ihr seht doch mal, was ich nicht nur gelernt habe in der Firma hier. Ich mache gern mit.
Da werde ich wieder ein bisschen jünger und fange endlich wieder an zu trainieren, weil ich Zeit dafür habe. Weil da ganz anders umgegangen wird in Niederbayern als in Oberbayern. Ich habe schon bald keinen Hunger mehr. Ich habe gestern schon keinen Hunger mehr gehabt. Ein paar Löffel. Ich meine, ich mache mir immer gerne essen, aber interessiert auch keine Sau. Ich bin komplett raus hier.